Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus der Berner Altstadt. Wir haben die folgenden 2 Themen für euch parat. Der Gemeindepräsident von Rinkenberg äußert sich zum Eisunfall auf dem Burgseli. Und der Franjo von Almen holt die erste Medaille der Olympischen Winterspiele in Milano. 2 Touristen sind auf dem Eis eingebrochen. Der Unfall ist vor 1,5 Wochen zu Rinkenberg auf dem Burgseli passiert. Dann hat der Einheimische Andi Weiss gedankenschnell reagiert und die 2 retten. Jetzt bedankt sich der Gemeindepräsident bei ihm für seinen Einsatz und geht gleichzeitig auf Kritik ein, die laut geworden ist. Die alten Schilder sollen nämlich die Schuld im Ganzen sein. Sie sind schlecht lesbar und nur auf Deutsch beschriftet. Der Beitrag von Ben Abeckle. Es ist klar beschildert. Man hat sogar in dem, weil es ein älteres Schild ist, ein Piktogramm drauf. Es ist auch beschildert, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Es ist auch beschildert, dass die Stege nicht betreten werden dürfen. Aber das tut nicht ausschließen, dass wir von der Gemeinde natürlich auch mal das Ganze überdenken. Und so wie ich das ein bisschen einschätze, ist ein Update angesagt. Wir sind sehr offen in der Sache. Wirklich. Wie weit geht es? Wir werden auch mit Tourismus ein bisschen schauen, was braucht es, was haben wir für Gäste. Wir werden aber wahrscheinlich weniger mit Sprache, aber mehr mit Piktogrammen noch arbeiten, dass es dann wirklich klar ist. Es ist eigentlich auch klar, es ist ein Naturschutzgebiet, da gibt es nichts zu sperren eigentlich. Es ist gesperrt. Ausser an der Stelle, wenn es wieder schön gefroren wäre, dann wäre es beim Strandbad, würde die Wohngemeinde das freigeben und dann könnte man dort auf das Eis gehen. Der Vorfall, ich hatte das Glück gehabt, oder das Pech gehabt, ich bin gerade hergefahren mit dem Auto, ich war ziemlich nah an dieser Rettung. Der Andi hat die beiden Personen aus dem Wasser gezogen und sie ins Rettungsauto, ins Spital versorgt worden. Und für mich war erstaunt, wie das Ganze, oder nicht erstaunt, wie die ganze Blaulichtorganisation hat super funktioniert. Und denen noch einen ganz herzlichen Dank. Andi vorab und der ganzen Blaulichtorganisation auch. Auch gar nicht selbstverständlich ist, dass ein 24-Jähriger eine olympische Goldmedaille holt. So passiert am Samstag, wo der Franjo von Almen die erste Goldmedaille überhaupt an diesen Olympischen Winterspielen in Mailand hat geholt. Die Leistung ist dementsprechend auch gefeiert worden. In der Lothar Bar in Zweisimmen, wo sein Fanclub daheim ist. Mein Kollege Manuel Moser hat sich unter die Leute gemischt. Franjo von Almen, Olympiasieger, wie tönt das für dich? Ja, das ist natürlich abartig. Weil, ich bin mit Franjo in der Stiftung und von dem her ist es super, ihn so zu sehen. Und wir müssen uns alle zusammen gönnen. Ja. Es tönt fantastisch. Es ist noch fast ein bisschen surreal, aber es ist... Also ich habe ihm es zugetraut. Ich war eigentlich überzeugt, wenn er es anbringt, dass er das kann schaffen. Eigentlich mega krass, super schön. Unwirklich ist so ein Märchen für einen Franjo. Und wir mögen uns heute nicht gönnen. Aber ja, das war so ein Traum. Das wär's jetzt wirklich. Der Fahrt von ihm, du hast ziemlich mitgefiebert. Du hast dann auch noch Stimmung gemacht. Wie hast du es so erlebt? Was ist dir vorgegangen? Ja, ich war irgendwie geflasht. Ich war recht emotional und ja, ich gehe einfach mit. Ja, irgendwie muss die Emotionen raus. Ja. Ja, es ist lustig. Man ist ja eigentlich nicht so nah wie die Verwandte oder so. Aber wir haben jetzt mal Herzrasen. Es wird uns verschlecht. Man fiebert völlig mit und hofft, dass er in erster Linie ganz Sachen kommt. Wenn er natürlich noch so eine super Zeit fährt. Das ist, ja, wir fiebern mit wie verrückt alle zusammen. Wir sagen jetzt einmal, wir, die ihn kennen, wir sind sehr nervös. Weil manchmal haben wir auch ein bisschen Angst, wie er fährt. Und da sind wir eigentlich auch froh, wenn er einfach sicher ins Ziel kommt. Wenn du jetzt Kontakt hast mit ihm, wahrscheinlich demnächst schon mal, oder du würdest ihm was schreiben, was würdest du ihm schreiben?
Ja, ihm sicher ganz herzlich gratulieren und bin unglaublich stolz, dass wir auf ihn sind und dass er einfach ein unglaublich feiner Mensch ist, mit all dem Erfolg, den er hat und immer noch der gleiche ist geblieben, wie ja, seit er ihn kennen als kleiner Bub. Es wäre jetzt eben Zeit für das Olympiatattoo. Das kann er zu mir machen. Ah, du bist Tätowiererin? Ja, genau. Ja, Franjo, liebe Beste, du bist ein geiler Sieg. Mit diesen unvergesslichen Bildern aus dem Simmental verabschieden wir uns von euch verabschieden. Wie immer findet ihr die ausführlichen Artikel zu den heutigen Themen auf plattformj.ch oder in unserer App. Jetzt erfahrt ihr noch, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt. Bis dann wünsche ich euch schon einen schönen Abend zusammen. Hier ist das Wetterupdate auf der Plattform J am Montagabend. Ich hoffe, es sind gut in die Woche gestartet. Wettermäßig hat es ja ganz freundlich ausgesehen. Heute, nachdem sich der Hochnebel aufgelöst hat, ist es recht sonnig geworden außerhalb vom Hochnebel. Den Bergen hat man den ganzen Tag das recht sonnige Wetter geniessen. Natürlich auch noch mal gute Bedingungen gewesen, um auf die Piste zu gehen. Und ich sage explizit nur mal, weil die nächsten Tage die werden definitiv unbeständig. Die sind geprägt von einem Tiefdruckgebiet, das vom Atlantik Richtung britische Inseln hineinzieht, bis Ende Woche weiterzieht Richtung Ostsee. Und da sind wir natürlich andauernd im Einflussbereich von dem Tiefen. Es erreichen uns wiederholt Störungszonen von Westen her. Und eine Störung erreicht uns schon in der Nacht auf den Dienstag. Die Bewölkung nimmt zu. Morgen am Dienstagvormittag ist es grau bei uns in der Region und es gibt zeitweise auch Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf über 1000 Meter. Temperatur am Morgen knapp im positiven Bereich. Am Nachmittag gibt es um die 6 bis 7 Grad und wir sehen auch am Nachmittag dominieren die Wolken. Es kann zwar mal ein paar kurze Aufhellungen geben zwischendurch, aber am Nachmittag müssen wir mit Regengüssen rechnen. Mit ein bisschen auffrischenden Südwestwind im Flachland, einen kräftigen Südwest- bis Westwind auf den Bergen. Ja, dann geht es unbeständig weiter mit vielen Wolken. Vom Mittwoch bis am Samstag wenig Sonne, immer wieder Niederschläge, teilweise auch kräftiger Regen, speziell am Mittwoch und Donnerstag. Freitag ein bisschen weniger Niederschlag, am Samstag nochmal eine Kaltfront. Da wird nach der Schneefallgrenze tiefe Lagen absinken. Vom Mittwoch bis am Freitag liegt sie recht weit oben auf etwa 1200 bis 1800 Meter. Und wir sehen am letzten Tag auf der Aussichtengrafik trockene Verhältnisse, zum Teil sonnig. Am Sonntag haben wir ein Zwischenhoch, bereits am Montag, aber schon wieder eine neue Störung. Alles in allem windig in den nächsten Tagen, unbeständig, viel Wolken und immer wieder nass. Wir halten Sie natürlich hier auf dem Laufenden. Danke vielmals fürs Zuschauen und weiterhin eine gute Woche.